Liebe Theatergäste, herzlich willkommen beim Chiemgauer Volkstheater. Aber zuerst noch ein kleiner Hinweis. Videomitschnitte oder Filmaufnahmen sind aus urheberrechtlichen Gründen leider nicht gestattet. Nach dem zweiten Akt machen wir eine Pause von 20 Minuten und bitte vergessen Sie nicht nach der Vorstellung Ihre Handys wieder einzuschalten. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung mit unserem Stück Ernies heiße Spur. Gesundheit. Sie geruhten nicht zu erschrecken. Das tut mir furchtbar leid. Vorsicht, Patient, der Chef ist verschnupft. Sei es. Sie kommen? Durch einen Garten. Das geht durch den Garten. Entschuldigung, aber die Gartentür war offen. Und weil jemand Singer gehört hat. Wir haben jemanden Singer gehört, jawohl. Ja, wir haben jemand Singer gehört, das wird ein Zeisal. Zeisal, jawohl. Ja, nicht nur mit Zeiger Bestand. Sie möchten wahrscheinlich zu Madame von Wanzenried. Leider geruhten Madame ausgegangen zu sein. Ja, das weiß ich, sonst wäre ich ja nicht da. Wir. Ach so. Dann sind Sie vielleicht der Polizist, mit dem ich vor einer Viertelstunde telefoniert habe. Ja, und letzte Woche auch schon. Ja. Den Herrn Oberkommissar Grimm. Ja. Und das ist meine Gehilfe, Polizeimeister Anwärter. Jetzt stellen Sie doch mal selber vor. Ne? So, darf ich wieder was sagen jetzt? Zeisal, Polizeimeister Anwärter, jawohl. Gut. Sie sind ein bisschen verschnupft, stimmt's? Der Mann fährt ins Bett. Na, ich mein, ich gehe einer auf Nerven, stimmt's? Oh, unwesentlich, ja. Sie halten mich, jetzt setzen Sie einmal hin, Sie machen mich ganz nervös. Sie auch. Sie halten mich ein bisschen für verrückt. Und meine Beobachtungen für die Ausgeburt einer von Fernsehkrimis berieselten Fantasie. Entschuldigung. Ich konnte es ja nicht einmal verdenken. Ich weiß ja selber nicht, ob ich mir nicht alles nicht nur eingebildet habe. Moment, also. Ich kann ja mein Urteil selber bilden. Aha, das haben Sie wahrscheinlich gehört, ne? Sehr wohl. Tja, da braucht man einen Experten dazu, Zeisal. Ein Experten? Jawohl. Ja, dann jetzt bleibst du. Jetzt, bleib doch. Ja, also ich kenne mich da nicht so recht aus. Können Sie mir jetzt sagen, ob das recht echt ausschaut oder nicht so echt? Es ist echt, sagt sie. Soll ich sagen, wenn jemand fragt? Dabei, Herr Grimm, sehen Sie das? Wie sich nichts. Nein, wir sind nichts. Nix? Tatsächlich nix. Gestern war es noch grün. Naja, als kultivierter Mensch waschen wir sich halt ab und an auch mal die Hände, gell? Also, Herr Grimm, wie ich vorige Woche da so neidupft hab, da grün, dort grün. Weil sie noch nicht trocken war, die Farbe, Herr Gauguin, die Farbe von einem echten Gauguin, Herr Grimm, so uns jetzt. Herr Schafstein, du bist jetzt eine Tasche. So ganz klar. Ja, danke. So, jetzt erzählen Sie uns noch zuerst einmal, warum Sie überhaupt auf der Rechenschaft haben, dass das da kein echter Gauguin ist. Aber kurz und bündig. Jawohl. Noch kürzer, noch bündiger. Sie kann nämlich jeden Moment zurück sein. Sie ist nur schnell zum Einkaufen gegangen, ins Dorf runter. Sie hat sich als Hausmädel engagiert? Als Hausmadel-Darstellerin, Herr Grimm. Eigentlich bin ich ja Schauspielerin. Von Imitationen bis Musical. Von Marilyn Monroe bis Lady Gaga. Soll ich da vielleicht ein bisschen was vorspielen? Na, danke, ich habe gerade eine Kostprobe gehabt, ja. Und diese Frau von Wanzenried? Der bin ich empfohlen worden von meiner Künstleragentur. Die Gage ist mehr als angemessen. 3 Wochen garantiert. Und was haben Sie zu tun? Ja, ihr Dienstmagel zu spielen. Auf die feine englische Art.
Eigentlich war sie ja Ernestine. Mein Künstlername ist Tina Wild, die wilde Verführung. So haben mich meine Fans alle genannt. Ja, lang ist her. Aber ich schweife schon wieder. So, Entschuldigung, stutzig bin ich erst geworden, wo sie gesagt hat, dass ich sagen soll, dass ich schon seit Jahren ihr Dienstmadel bin. Und dass diese Villa hier ihr auch schon seit Jahren gehört. Dabei ist möbliert und gemietet. Und wir die dann den feuchten Gauguin da an der Wand gehabt sehen. Da haben Sie mich angerufen. Nun nee, nein, das ist der Zahnfall schuld. Der da, der hat fürchterlich wehgetan. Ich renn zum Zahnarzt, der lässt mich natürlich warten, bis alle Zahnärzte tun, gell? Ich lande in meiner Verzweiflung auf eine von diesen Illustrierten. Ich meine, da graust es ja schon, wenn man die überhaupt anlangen muss, gell? Ja, aber erzählen jetzt. Sehr genau. Also ich blättere mit 2 spitzen Fingern um. Und was lese ich da? Tigerlilly, der Albtraum von Interpol. Eine international gesuchte Bildfälscherin und Schwindlerin. Hoppla, mit. So. Tigerlilly ist natürlich nur ihr Spitzname. Wie sie wirklich heißt, weiß kein Mensch, weil sie immer unter falschen Namen auftritt. Wir dann aber gelesen haben, dass sie immer so auf die feine englische Tour unterwegs ist und dass sie vom Alter und von der Figur her auch passen würde. Da haben wir gedacht, das passt doch haargenau auf deine Madame. Jetzt machen es mir wahrscheinlich aus, gell? Der Herr Kommissar lacht selten. Sie haben allerdings großes Glück gehabt. Wieso? Weil das hier am Apparat, wo wir Sie bei uns angerufen haben. Es gibt nämlich schon Kollegen bei uns, die gleich mal sagen, Spinner, wenn jemand mit sowas Außergewöhnlichem daherkommt. Aber ich sag immer zu meinen Leuten, gerade das sind die Fälle, die man nachgehen muss. Stimmt's, Zeisig? Jawohl, wo geht's jetzt hin? Sind Sie dem Fall nachgegangen? Moment, eins nach dem anderen. Also für ein voreiliges Urteil ist es viel zu früh. Ich bin so in dem Fall äußerst vorsichtig, aber es könnte die Tigerlilly sein, ja. Sie ist es. Wie hoch ist denn die Belohnung? Also, Moment einmal. Wenn es ist, dann müssen wir sie erst einmal überführen. In flagranti erwischen, verstehen Sie? Was denn da überführen? Sie brauchen sich bloß da draußen hinter der Hecke verstecken, machen ein Foto von ihr, knips, knips, und vergleichen es mit den Fahndungsbildern. Da gibt's keine Fahndungsbilder. Nicht? Nein! Diese Frau ist so raffiniert, da gibt es nicht eine einzige brauchbare Aufnahme von ihr. Okay. Von Fingerabdrücke ganz zu schweigen. Also, wieso hupfen Sie eigentlich die ganze Zeit mit hin? Damit ich über die Hecke sehen kann. Wir wollen doch nicht von Madame überrascht werden. Ja, und? Kommt sie? Gott sei Dank noch nicht. Sag schon, das geht schwierig stehen. Schwierig stehen. Jawohl. Geh mal. Was, schwierig stehen. Ja, geh mal. Wo sie ist jetzt mit der Belohnung? Ja, also, wenn sie ist, dann steht es ihnen natürlich zu. Ja? Wie viel? Ja, da kann ich mich jetzt nicht festlegen. Ja. Glaubst aber ja nicht, dass ich das nur wegen der Belohnung mache, gell? Na, es ist ja ihr gutes Recht. Ja. Wissen Sie, mich hat sowas wie ein kriminalistisches Jagdfieber erfasst. Ich schaue doch im Fernsehen über die Krimis um. Derek, der Alte, die 2. Und allein schon der Gedanke, dass ich zur Aufklärung von so einem Kapitalverbrechen beitragen könnte. Hey. Eines will man gleich mal von Anfang an klarstellen, gell? Aufgeklärt wird der Fall von uns. Das müssen schon Fachleute überlassen. Ja, Mithelfer des Kindes, ja. Was muss ich dort? Sie melden mir sofort, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Was verstehen Sie unter verdächtig? Also, passen Sie auf. Diese Tigerlilly, die geht immer noch den gleichen Schema vor. Sie hat eine junge Komplizin. Eine junge Frau, die soll recht gut ausschauen, ja? Das könnte Ihre Nichte sein, das Fräulein Specht. Und die angelt sich einen Verehrer, der Geld hat. Viel Geld und Interesse für Kunst. Und schon hängt der Fisch an der Angel. Ja, aber das ist alles in die Zeitung hinausgestanden. Ja, bloß, dass ich den Fall ein ganz bisschen besser recherchiert habe, als wir diese Klatschreporter. Also, der Verehrer wird von der Komplizin mit der Tigerlilly bekannt gemacht. Er wird von ihr eingeladen und sieht an der Wand ein scheinbar wertvolles Gemälde hängen.
das zufälligerweise zu Verkauf steht, zu einem sensationell günstigen Preis. Den Preis hat er allerdings in bar auf den Tisch des Hauses zu legen, weil er dann nämlich für längere Zeit ins Ausland verreisen muss. Er will sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, zahlt in gutem Glauben und schon ist er Besitzer von einem vollkommen wertlosen Gemälde. Und auf sowas wollen die Leute rein. Ja, wahrscheinlich schafft das immer wieder mit ihrer noblen Masche. Samt Hausnadel, gell? Einen Moment, Entschuldigung, gell? Aber sieh, mir fällt ja noch früh was Besseres ein. Eine viel bessere Idee. Wie wär's denn, wenn Sie alles mit anhören könnten, was da herin geredet wird? Ja, aber das ist leider nicht möglich. Doch, mit Hilfe eines Abhörgerätes, einer Wanze, wir sind die Krimis, aber wie heißt. Gute Frau, die Wirklichkeit schaut ein kleines bisschen anders aus, wie in Ihre Kriminalromane. So Abhörgeräte sind strengstens verboten. Das geht nur, wenn der richterliche Entscheid vorliegt. Also keine Wanze. Nein. Offiziell. Ja? Wenn ich aber nun so, ohne Ihr Wissen natürlich, meine eigene kleine Wanze anbringen darf. Das ist nicht so einfach, wie Sie das glauben. Sowas kriegt man nicht einfach in den Kaufhaus. Ist auch gar nicht nötig. Ja, sonst. Ist das? Ein Miniatur-Minisender, 8,5 mm Durchmesser Strombatterie und hat für 80 Stunden Betriebsdauer und Reichweite 200 Meter. Sonst was soll's jetzt? Wo haben Sie das her? Von unserem Beleuchter im Theater? Ich hab mir gedacht, das war doch wunderbar, wenn wir die Schwindlerin mit dem da überführen kannten. Eine Gaunerin, die international gesucht wird und ich bringe sie hinter Schloss und Riegel. Also gut, abgemacht. Aber offiziell weiß ich nichts davon. Hab keine Lust, dass ich deswegen meine Karriere aufs Spiel setze. Wegen so einer Lappalie. Jawohl. Na, im Ernstfall war es nur ein übereifriger Amateur. Wo packt man denn hin? Tja, vielleicht da unter dem Stuhl oder da unter dem Tisch da, gell? Oder, ja, schauen Sie da, in dem Gefäß da drin, ne? Fabelhaft, da sind wir heute gleich der Fachmann, gell? Danke. Aber wisst ihr, in die Krimis, da werden die Wanzen auch immer unterm Tisch oder unterm Stuhl oder an der Basen versteckt. Und da werden sie dann auch prompt gefunden, vom Fachmann auf der anderen Seite. So, und wo dachten Sie die dann anbringen, ne? Ich habe mir erlaubt, diesen Flieger schon ein bisschen zu präparieren. Ein kleiner Magnet und zack, ist er schon an Bord, der blinde Passagier. Ja, das ist ja fantastisch. Ha! Ich bin begeistert. Ich sag doch immer, gute Vorbereitung ist der halbe Erfolg. Ja, und wo können wir aufhören? In meinem Hotelzimmer. Da steht ein Empfangsgerät und da können Sie das alles abhören. Sie wohnen doch nicht. Ah, wo? Die wollen mich doch nicht im Haus haben, wenn da die feuchten Bilder ankommen. Nein, ich hab ein Hotelzimmer gemietet im Hotel Wirzingen. Bessere Besenkammer, gell? Leider nur in Boris Becker. Ja, ist schon ein bisschen länger her. Schön ist auch nicht mehr, aber so wurscht. Da schauen Sie her. Da ist der Schlüssel. Den legen Sie bitte wieder immer unter die Fußmatratze und Sie können jederzeit zum Abhören kommen. Wer? Ja, Sie und Ihr Vogel. Na. Diesen Fall übernehme ich schon persönlich. Das kann man doch nicht delegieren. Genau. Wenn Sie den Fall übernehmen, dann werden Sie sicher erwischen. In flagranti. In flagranti, jawohl. In flagranti. Ja, was ist denn? Sollen Sie nicht einmal wieder ein bisschen in die Höhe? Puff. Das habe ich ganz vergessen, gell? Übereifer. So. Wollen Sie fliegen, Ernestine? Lockerungsübungen. Wie Madame wissen, überfällt mich ab und an ein Krampf in meiner linken Wade. Sind Madame schon zurück vom Einkaufen? Eine echt überflüssige Frage. Wollen Sie mir den Herrn nicht vorstellen? Oh, Verzeihung. Grimm, ja. Hallo? Herr Grimm ist ein Nachbar. Ja. Stimmt doch, Herr Grimm. Ja, das stimmt, ja. Ebenso wie Madame
Besitzer einer hiesigen Ferienvilla. Stimmt doch, Herr Grimm, oder? Ja, genau so ist es, ja. Der Herr Grimm wollte nur einen Höflichkeitsbesuch abstatten. Ah, wie reizend von Ihnen. Dann gehört Ihnen sicherlich eines dieser netten Häuser. Nein, ich wohne ein kleines bisschen weiter unten, im grünen Grund. Ah ja, naja, da wohnt man sicherlich auch ganz nett. Nur die Aussicht ist natürlich nicht so superb wie hier oben. Lovely, wie meine amerikanischen Freunde zusammenfliegen. Also Ernestine, wie Sie wieder rumlaufen. Sie haben ja Herrn Grimm, thank you, noch gar keinen Drink angeboten. Unverzeihlich. Ach, das ist, weil ich Ihr Mädchen gesagt habe, dass sie gar nichts trinken möchte. Ja, erklärt mir den Dienst. Im Dienst bei meinen vorherigen Herrschaften, da wurde mir eingebläut, dass der vornehme Gast immer erst dann trinkt, wenn er mit der Herrschaft angestoßen hat. Ja, bestimmt. Wie reizend. Charming, wie meine Freunde aus Boston zusammenfliegen. Ja. Möchten Sie einen Espresso? Ernie, du Espresso. Und ziehen Sie sich eine weiße Schürze an. Certo, Madame. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, also ich habe leider sehr wenig Zeit. Um 5 Uhr erwarte ich Besuch zum Fall für Glocktier. Ja, also ich möchte denn wirklich keine Umstände machen. Nein, Sie machen keine Umstände. Meine Nichte hat sich angesagt, das Fräulein Specht. Ja, sie kommt mit ihrem Freund. Sie hat ihn in der riesigen Kunstgalerie kennengelernt. Ja, also, meine Nichte ist ja ganz vernarrt in Bilder. Ja, und mir geht es ja genauso. Ohne die Kunst wäre mein Leben öde und leer. Das glaube ich. Ich meine, wo Madame doch so viel Schönheitssinn haben. Sie müssen mir aber versprechen, dass Sie mich bald wieder besuchen kommen. Ich möchte meine neuen Nachbarn doch gerne näher kennenlernen. Äußerst charming. Also dann, vielen Dank, die Damen. Ja, dort kommen Sie am schnellsten hinaus. Ja, Dankeschön. Also dann, auf Wiedersehen. Ja, Wiederschauen. See you later. Wir bläht heute mit der eingeladen. Wie bitte? Nichts. Holen Sie das Zeug aus dem Auto. 2 Tütensitz und ein Einkaufskorb. 2 Tüten und ein Einkaufskorb. Sehr gut. Lebt mehr da? Mehr gibt's nicht in diesem Kuhkampf. Höflichkeitsbesuch. Sei Sie nicht lachen. Ob der nicht am Ende? Eine Wanze. Ein Ungeziefer? In meinem Haushalt? Undenkbar. Ungeziefer, Unsinn. Ein Abhörgerät. Ein was? Oh, so ein Mikrofon. Ein Mikrofon? Aber wieso sollte denn hier ein Mikrofon? Mein Gott, nein, jetzt schauen Sie doch nicht so begriffsstutzig. Weil dieser Grimm eins versteckt haben könnte. War der alleine hier drin? Keine Sekunde. Aha. Naja, gut. Es ist auch nichts hier. Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Entschuldigen Sie, Madame, aber der Schreck ist mir jetzt in die Knie gefahren. Ach, ja, passen Sie auf, dass Sie nicht wieder einen Wadenkrampf bekommen. Aber wie kommt denn Madame darauf, dass Herr Grimm... Wenn das ein netter Nachbar ist, bin ich die Königin von England. Kein netter Nachbar? Wer was denn dann? Ein Bulle. Einer von der Polette. Ein Polizeispitzel. Ein Polizeispitzel? Tja, da können Sie Gift drauf nehmen. Ja, aber wieso soll denn Herr Grimm ein Polizeispitzel sein? Sowas rieche ich 100 Meter gegen den Wind. Wissen Sie, was der Grund war von diesem sogenannten Höflichkeitsbesuch? Ja, aber Sie werden vielleicht so sagen. Ausspionieren will der mich. Aber wieso sollte denn die Polizei Sie ausspionieren wollen? Tja, die können nicht anders. Das ist denen ihr mieses Naturell.
Verzeihung, Madame, aber ich meine, was könnte denn die Polizei hier interessieren? Das möchten Sie wohl gerne wissen, was? Ja, das möchte ich wahnsinnig gerne wissen. Jetzt hören Sie mal gut zu. Mein Gott, sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Also jetzt hören Sie mal zu. Wenn ich etwas nicht ausstehen kann, dann sind das Bedienstete, die zu neugierig sind. Von einem Hausmädchen verlange ich vor allem eins, dass es nicht sieht, nicht hört und den Mund hält. Kapiert? Jawohl, nichts sehen, nichts hören und den Mund halten. Ja. Wie die 3 Affen. Ich würde eher sagen, ein ganz dummer Affe ist, wer sich nicht an die Regeln hält. Der fliegt, Ernestine, und zwar fristlos und bekommt keinen Cent. Also stecken Sie Ihre Nase nicht in Angelegenheiten, die Sie nichts angehen. Dass ich die Bullen nicht riechen kann und warum ich sie nicht riechen kann, that's not your business. Haben Sie das jetzt verstanden? Leider nicht zur Gänze. Wenn man dann vielleicht das Ende des Satzes noch einmal auf Deutsch... Es geht Sie einen feuchten Kehricht, einen Dreck an. Habe ich mich jetzt auf Deutsch und deutlich genug ausgedrückt? Einwandfrei. Gut. Und noch was. Sie halten gefälligst den Mund, wenn dieser Grimm noch mal auftauchen sollte. Kein Wort mehr als nötig zu diesem miesen kleinen Schmalspursche. Ho, 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 ho! Ihr seid schon wieder. Ernestine, schnell den verglaubte Stelle. Fisch an der Angel. Oh, welcome, Evelyn, my darling. Hallo, liebe Tante. Darf ich vorstellen? Herr Metzger, Madame von Wanzenbüttel. Ah, erfreut. Ganz meinerseits. Unbegreiflich schön haben Sie es hier. Kolossal. Die Goldfischen einen Garten und... oh, hoppala. Ja, was haben wir denn da? Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Sie hier, Herr Metzger, please, ja? Und du da, Evelyn, voila. Ja, also es ist ganz reizend hier oben. Ach, und diese aromatische Alpenluft. Oh, einfach super. Also du hast recht gehabt. Ich darf es sagen, oder? Freilich darfst du das sagen, Gockelchen. Weißt, Tante, der Herr Metzger heißt Gottlieb Konrad. Aber das ist mir zu umständlich. Ich nenne ihn einfach Gockelchen. Ach, hey Gockelchen. Ich habe ihm von deinen Bildern erzählt. Er hat auch eine fabelhafte Sammlung. Hey Gockelchen. Ja, aber noch gar nicht so lang. Also früher, da habe ich ja gar gut geschaut. Da habe ich gar keine Zeit gehabt dafür. Aber nachdem ich das Geschäft verkauft habe, naja, irgendwas muss mir anfangen mit seinem Geld. Aber nicht recht. Ja, Bilder sind keine schlechte Anlage, das sagt ja jeder. Also habe ich mich ein bisschen informiert. Mit den Bildern, da ist mir gegangen wie mit dem Wein. Also früher, da habe ich zu einem Filetstück am liebsten Cola getrunken. Und jetzt stecken schon über 2000 Flaschen im Keller. Cola! Wein natürlich. Man kann alles lernen, aber nicht recht. Sie sind eine faszinierende Persönlichkeit. Oh, ja, was haben wir denn da? Schaut der kolossal aus. Ja, Flying Tiger, so heißt er. Er? Mein kleiner Jet. Oh. Ja, wissen Sie, ich brauche so ein Flugzeug. Bei mir muss es immer schnell gehen, wenn ein Ortswechsel ansteht. Ja, ich muss plötzlich auf und davon, wie der Blitz. Ja, das glaube ich. Ich meine, wo Madame doch so viel Temperament haben. Ja, Evelyn hat mir schon erzählt, dass sie ein paar ganz kolossal tolle Bilder haben. Ja, nicht hier, leider. Die meisten hängen in meiner kleinen Villa in Saint-Tropez und der Rest in meiner Pariser Wohnung. Ja, und der da? Das ist doch ein Gauguin. Schön wär's. Das ist eine Kopie. Allerdings eine sehr gute. Ach, warum die gut ist? Kolossal. Mein Gockelchen ist ein Kenner. Ja, aber noch gar nicht so lang. Ja, früher, da haben wir nie Gedanken gemacht. Ja. Ja, und der Hugo? Ich gegen jede Wette ein, dass der echt ist. Ja, natürlich. Was glauben Sie denn? Aber ich sage euch jetzt was. Ihr müsst mir aber versprechen, dass das unter uns bleibt. Man will ja keine Diebe anlocken, nicht? Also doch echt. Ein echter Roman, yes, Sir. Was habe ich gesagt?
Naja, aber er macht mir keine Freude. Was kann der wert sein? Ja, also ich habe ihn für 1 Million bekommen. Ach, das ist naja, nicht... etwas mehr. 800.000 englische Pfund. Ah, das ist nicht zu viel. Kolossal anständiger Preis. Ja, das finde ich auch. Ja. Ja, aber warum sagst du nicht dann, dass dir keine Freude mehr macht? Naja, vielleicht habe ich ein schlechtes Gewissen. Das Bild ist nämlich... Sie sagen es aber keinem Menschen. Ganz bestimmt nicht. Hab ich recht, Gottelchen? Also ich kann meinen Mund halten. Senke, Ernestine. Stets zu Diensten, Madame. Danke, Sie können sich entfernen, Ernestine. Sehr wohl, Madame. Aber doch. Das Bild ist nämlich gestohlen. Was du nicht sagen? Naja, gestohlen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es hat einen gewissen Mr. Finkelbone in London gehört. Der ist doch letzten Winter gestorben. Ja, genau. Und als er starb, hat er ein sehr fragmentarisches Testament hinterlassen. Da stand einfach, sämtliche Werke meiner Sammlung vermache ich dem Victoria and Albert Museum in London. Absolutely crazy, wie meine englischen Freunde zu sagen pflegen. Ah, aber warum nicht crazy? Weil die Bilder im Einzelnen nicht erfasst waren. Also hat der Junior, der leer ausgegangen wäre, einfach ein paar Bilder kurzerhand verkauft, ehe der Testamentvollstrecker aufgetaucht ist. Tja, und das da eben an mich. Aber Tantchen, das nenne ich doch nicht gestohlen. Ja. Nennst du das gestohlen, Gockelchen? Jedenfalls haben Sie es nicht gestohlen. Also dich trifft da wirklich kein Vorwurf. Ja, ich mache mir auch keine Vorwürfe. Nur Gauguin hat dieses Bild in Tahiti gemalt. Und ich habe mir in Tahiti Malaria geholt. Oh, jahrelang hatte ich damit zu tun. Dann haben die Anfälle Gott sei Dank aufgehört. Aber seit dieses Bild bei mir an der Wand hängt, sind sie wieder da. Jeden Monat diese schrecklichen Anfälle. Ja, und Sie meinen, dass... Das ist doch Unsinn, Tantchen. Gauguins späte Rache. Na, also das ist jetzt nicht zum Lachen. Kannst du das hier lesen, Evelyn? Ta'anaa Ma'u Ko'abi Anaa. Ja, ich habe es mir übersetzen lassen. Es heißt, keine Frau soll mich je besitzen. Das ist doch kindisch. So lieber kindisch sein, als jeden Monat einen Anfall haben. Nein, ich will es nicht mehr sehen. Ach, am liebsten hätte ich es ja in der Stadt in einer guten Galerie in Kommission gegeben, aber dazu habe ich jetzt leider keine Zeit mehr. Wieso denn keine Zeit mehr? Ja, übermorgen muss ich weg. Kurz bevor ihr gekommen seid, hat er angerufen. Wer? Der Fürst. Albert? Naja, also René kann ja nicht mehr anrufen. Übermorgen will er eine Party geben. Ja, und da muss ich natürlich hin. Naja, und diesen verflixten Gauguin nehme ich halt dann wieder mit. Ja, ich kann ihn doch nicht einfach hier hängen lassen. So ganz allein, wo so viel eingebrochen wird in letzter Zeit. Also wenn Sie auf jeden Fall verkaufen wollen, also ich wäre interessiert, kolossal interessiert sogar. Sie? Ja? Das kommt überhaupt nicht in Frage. So, warum denn nicht? Dass du nachher die Anfälle kriegst. Nee, ich war da noch nie in Tahiti. Auch sonst nirgends in den Tropen. Ja, Mallorca sind ja keine Tropen, oder? Also, woher sollen die Viecher haben? Die Erreger. Ja, und deine Frau bin ich auch nicht. Also, wenn es einer recht ist, ich wäre interessiert. Ja, nehmen Sie es mit. Lassen Sie eine Expertise machen. Und wenn Ihnen die Fachleute bestätigt haben, dass es ein echter Gauguin ist, dann reden wir über den Preis. Wieso denn eine Expertise? Nach allem, was Sie uns erzählt haben. Aber die Rechte... Freilich muss da Expertise machen. Ja, alles andere wäre sträflicher Leichtsinn. Ich könnte Ihnen da übrigens jemanden empfehlen. Dr. Annegret Indermauer. Ja, Frau Dr. Indermauer ist Konservatorin in einem Museum. Eine Expertin aus der Schweiz. Ja, aber Sie kennen ja sicherlich auch eine Menge Experten. Von 3 Experten. Ich gehe auf sicher. Dann wissen wir, dass echt ist. Trotzdem
trotzdem, Gockelchen, wenn es um so viel Geld geht. Wir sind jetzt beinahe vergessen. Der Preis. Na, was ich bezahlt habe. 800.000 englische Pfund. Ja, aber... Ach, Sie glauben doch nicht, dass ich daran verdienen will. 800.000 englische Pfund. Ach was, machen wir es einfacher. 1 Million in hiesiger Währung. Donnerwetter, das ist eine kolossale Anstellung. Ja, Sie können es gleich mitnehmen. Ernestine, haben wir Packpapier im Haus? Ja, ich kann doch unmöglich so ein wertvolles Bild so einfach untermalen. Why not, wie die Engländer sagen, warum nicht? Einen guten Freund meiner Nichte werde ich doch vertrauen dürfen. Und wenn ich aus Monaco zurück bin, oh mein Gott, Was ist? ach, das habe ich ja total vergessen, completely vergessen. Übermorgen fliege ich ja nach Neuguinea für 6 Wochen in den Dschungel. Ah, das macht die Sache jetzt natürlich etwas komplizierter. Warum zahlst du denn nicht einfach in bar? Ich meine, wenn du es wirklich kaufen willst. Ja, bis wann müssen Sie das Geld haben? Ja, also übermorgen muss ich weg, um 6 Uhr morgens. Dann müsstest du das Geld ja schon morgen Abend haben. Ja, das ist zu knapp. Warum denn? Von heute auf die Bank in Stadtlein. Bis morgen Abend muss ich das Geld haben. Also, wann soll ich da sein? Oh, Sie überrumpeln mich. Na, um 7 Uhr abends. In Ordnung. Also, ich finde das kolossal. Stolz bin ich noch tatsächlich im Urlaub über einen echten Gobber. Ja, Vorsicht! Beim Stolpern kann man Schaden nehmen. Ernestine. Gut, dann stolperst du. Thank you, Ernestine, Sie können abservieren. Sehr gut. Ja, für uns wird es dann auch Zeit zu gehen, Gockelchen. Ja, also dann bis morgen Abend, ja? Ich darf dann auch mitkommen. Ja, du musst sogar. Braucht doch jemand, der mir das viele Geld tragen will. Köstlich. Sie sind ein kleiner Schein, was? Ja, es bleibt doch dabei, oder? Ach, natürlich. Ich bin sehr, sehr glücklich über diese Lösung. Ich begleite euch noch zum Wagen. Ja. So, bitte schön. Hier geht's raus. Ja. Einmal rum. Herr Grimm, haben Sie es gehört? Morgen Abend um 7 hier in der Villa Bergfrieden. 1 Million gegen die feuchte Fälschung, wenn das nicht in Flagranti ist. Ende! Wir müssen uns jetzt jeden Schritt genau überlegen. Ich hab Angst. Ach, Quatsch. Ernestine! Die muss nicht im Haus haben, wenn wir was besprechen. Na ja, und die Goldfischer, die muss man sowieso aus dem Teich fischen. Ernestine! Naja, ich kann es doch nicht einfach ihrem Schicksal überlassen, wenn wir verduften. Die Goldfisch meinst du? Ja, wenn den sonst. Also du bist schon ein Unikum. Um das Wohlbefinden von so ein paar Fisch machst du dir Sorgen. Aber ein Menschen 1 Million abzuschwindeln, das belastet dein Gewissen überhaupt nicht. Man kann sein Gewissen auch trainieren. Stellen, verstehst du? Ernestine! Madame haben geschrien. Ja. Ich muss ja schreien, wenn Sie Bohnen in den Ohren haben. Es hat nicht an den Bohnen gelegen, Madame, sondern an der Postbote. Ich gab ihr letzte Instruktionen für morgen. Was beruht Madame zu wünschen? Gehen Sie in den Garten und fangen Sie die Goldfische im Teich. Sehr gut. Muss sie? Die Goldfische fangen. Ja, und sie dann drüben im Bach wieder aussetzen. Tante Astrid will ihnen einfach ihrem Schicksal überlassen, wenn morgen alles abreißt. Madame hat ein Herz wie Gold für die Goldfische. Und wie bitte soll ich das, Madame, die Fische? Keine Ahnung, holen Sie das Salat aus der Küche oder sonst irgendwas. Ich werde nichts unversucht lassen. Heute, wo ist denn der Flieger? Was? Wo ist das Flugzeug? Ich habe der Postbote geschenkt. Postbote? Ja. Geschenkt? Ja, sie nimmt ihn morgen mit. Er steht jetzt im Flur. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, was sie das angeht. Jetzt kümmern Sie sich mal endlich um die Fische. Mein Chat kommt und zahlt das noch abbringen. Ich hab schon Order gegeben, sobald wir das Geld haben. Ich wollte, es wäre schon so weit. So, der kann genauso gut da herin
machen. Herr Metzger fand ihn gestern auch großartig. Und er wird ihn bestimmt vermissen, wenn er heute Abend um 19 Uhr, ich habe Madame doch richtig verstanden, heute Abend um 7, jetzt klemmen Sie sich endlich hinter die Fische, wenn Sie nicht fliegen wollen. ich fliege. Also, mir ist immer nur nicht so ganz im Kopf. Was? Ja, dass das so einfach sein soll, dass man sich 1 Million unter der Nase reißt. Glaub mir's. Jeder, der davon was versteht, wird dir bestätigen, je größer die Summe, desto leichter kriegst du sie. Ehrlich? Nein, ehrlich natürlich nicht. Naja, und außerdem haben wir das Geld noch nicht. Wir dürfen jetzt also keine Fehler machen. Oh, ich sag's dir, ich habe Heidenangst. Das Wichtigste in unserem Beruf ist eine geballte Ladung Frechheit. Naja, bis jetzt ist du was glauben wie am Schnürchen. Bis jetzt haben wir eher unheimlich Glück gehabt. Aber sagst du, also, diese Ernestine, die darf mir wirklich mein letzten Nerv kosten. Ach, glaub mir's mir auch. Aber weißt du, gerade weil es ein bisschen spinnt, wirkt es ja doppelt richtig. Naja, und so eine Hausmarke im Haus, das macht schon Eindruck. Wenn sie so zur Tür reinkommt, in einer würdevollen Haltung. Oh, verdammt. Dies, da die jetzt zum Fangen hernehmen, gell? Das ist natürlich kleiner Fischer und wenn es zu grobmaschig ist, dann nehme ich das doch, ja? Es ist mir egal, wie sie das machen, wenn es nur halb ist. Dann habe ich also freie Hand mit meinen Fangmethoden. Oh, carte blanche, wie Madame zu den Pariser Freunden zu sagen pflegen. Abmarsch! Madame könnten mir wenigstens Material wünschen. Auch. Aber jetzt zu deinem Gockelchen. Das ist ja ein direkter Glücksfall. Ein besseren hättest du dir gar nicht anmachen können. Dabei war es ganz einfach. Kaum bin ich in der Galerie gestanden, hat er sich auch schon an mich rangemacht. Naja, Grundstück, so wie du ausschaust. Trotzdem, wenn die rausfinden, wo das Original hängt. Im Kunsthaus Kalterbach hängt's. Ein kleines Museum. Das Original von dem Gauguin dürfte das Wertvollste sein, was da drin hängt. Aber kaum einer kennt das Kunsthaus Kalterbach. Trotzdem könnte es doch jemand erzählen. Eben nicht. Es hat geschlossen. Für 3 Monate wegen Renovierung. Das ist natürlich spitze. Einsam sogar. 2 Tage bevor es zugemacht hat, war ich noch dort. Das ganze Personal besteht aus einem älteren Freund. So, ich habe sie, also wenigstens 2 von ihnen, gell? Nur der Kleinste, der mobbt. Herkules der Winzige, der macht es mit Absicht. Der will, dass ich in den Teich komme. Mit dem noch werdet ihr jetzt erwischen. Jetzt pass auf, jetzt kommt Ernestine. Also, was hat sie gesagt? Wer? Ja, dieses Fräulein aus dem Museum. Ach so, ja, die war ganz entzückt von mir. Sie hat mir sogar ihr Visitenkarte gegeben. Da schau. Das ist doch... Ja, bist du wahnsinnig? Ja? Dr. Annegret Hintermauer. Mensch, das ist doch diese Schweizer Expertin, die du am Gockelchen empfohlen hast. Ja, und? Wenn der zu ihr gegangen wäre. Bei ihr hängt doch das Original. Ich hab dir doch gerade gesagt, dass das Kunsthaus Alterbach ein Vierteljahr geschlossen bleibt. Und in dieser Zeit macht die Frau Doktor eine Studienreise nach Italien. Ach so. Ja. Nicht schlecht. Was mir mehr Sorgen macht, das ist der Grimm. Du glaubst, der ist von der Polizei? Auf alle Fälle ist es kein netter Nachbar, der Höflichkeitsbesuche macht. Ja, aber wieso sollte denn die Polizei Verdacht schöpfen? Keine Ahnung. Das ist ja das, was mich stutzig macht. Ich sag nur Ernestine. Vielleicht hat sie uns verpfiffen. Warum sollte sie? Weil ich sieg doch auch keinen Grund. Schließlich habe ich ihr 10 Riesen versprochen. Ja, vielleicht ahnt sie ja, dass ich gar nicht daran denke, dass ihr das Geld gibt. Und dass ich die Bullen wieder herholen. Das weiß sie. Was, das weiß? Ja, ich hab's ja gesagt. Ja, spinnst denn du? Ich bin für klare Verhältnisse. Und für so viel Geld, das sie nie kriegen wird, kommen wir schon ein bisschen
Stifter Verschwiegenheit verlangen. Ich hab ihn! Winston selbst! Ja. Und dann servieren Sie uns einen Aperitif. Sehr gut. Zuerst Abtransport, dann Aperitif. Sehr gut. Weißt du, Lilli? Jetzt nenn mich doch nicht Lilli. Entschuldigung, aber wir sind doch hier unter uns. Wenn du mich so nennst, dann rutscht dir das unter die Leitarme raus. Mensch, jemand beim richtigen Namen nennen. Das ist unprofessionell. Also was willst du jetzt sagen? Sollte man es nicht doch lieber ablassen? Ich meine, das ist doch wirklich der helle Wahnsinn, wenn uns die Polizei wirklich schon auf die Fersen ist. Abblasen? Jetzt, wo man so ein Goldfischer mit ein Gockelchen schon fast im Netz hat. Ja, aber wenn die Ernestine jetzt... Die Ernestine, die hat gehört, dass wir uns heute um 7 da verabredet haben. Ja, lass doch die zur Polizei rennen. Mit Informationen, die falsch sind. Falsch? Ja. Der Grimm hat gehört, dass unser Rendezvous heute um 5 Uhr stattfindet. Na? Ja, das hast du gestern gesagt. Ja, na also. Mein Gott, na, jetzt kapier's doch endlich. In unserem Geschäft sagt man nie, was man tut und tut nie, was man sagt. So ähnlich wie in der Politik. Du sagst es. So, jetzt. Ernestine, was ist denn los? Der Abschiedsschmerz ist doch größer als gedacht. Bis wann kommt denn dein Gockelchen das Geld abbringen? Ja, so um 2, 3 könnte man da sein. Nein, nur nichts überstürzen. Ich muss vorher noch in die Stadt. Stadt? Was willst denn du noch in der Stadt? Na, Vorbereitungen treffen für unseren geregelten Rückzug. Das ist enorm wichtig. Also jetzt pass auf. Um 4 kann ich zurück sein. Dann kommt ihr um 4:30. Dann ist die Geldübergabe um 5 abgewickelt. Eine Viertelstunde brauche ich zum Flugplatz. Da wartet dann schon mein Chef. Und um 5:30 sind wir in der Luft. Oh, wenn es nur schon so weit wäre. Und wenn es irgendwelche Änderungen gibt, rufe ich aus der Stadt im Hotel um. Also wenn der Grimm wirklich das ist, was ich vermute, wird der schon längst unsere Leitungen anzapfen lassen. Du, und lass ja dein Handy ausschalten, sonst können uns die jederzeit orten. Was hast du für Zimmernummer im Hotel? 18. Oh, wenn wir es nur schon hinter uns hätten. Glaubst du, dass die Ernestine nicht... Die Ernestine hat gehört, dass wir uns heute um 5 da verabredet haben. Und wenn sie wirklich so einen heißen Draht zur Polizei hat, dann wird sie das auch genauso weitergeben. Also werden die Bullen auch um 5 da sein. Aber bis dahin sind wir schon längst die Wolle wert. Ja, vielleicht ist ja der Herr Grimm wirklich bloß einer, der Höflichkeitsbesuche macht. Naja, also, anschauen tut er der wie ein Polizeimensch. Wie schauen einen den Polizeimenschen an? Als ob es einer leide, dass man ihn voll stark tut. Naja, aber so oder so. Eine wird die Ernestine, kann doch uns nicht gefährlich werden. Jetzt ist die viel zu dumm. Also einen drittklassigen Varieté. Eine Null, ein Würstel. Leider muss ich Madames Pläne durchkreuzen. Was? Madame erwähnte doch heute noch in die Stadt fahren zu wollen. Ja. In Anbetracht der Distanz, ich erlaubte mir Google Maps zu konsultieren. Was, Google Maps? Ja, aber wir haben doch hier gar keinen Handyempfang. Na freilich, liegt im Haus. Wir haben sogar einen eigenen Sender ausgenommen. Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich auf Handystrahlen empfindlich reagiere? Jetzt schalten Sie sofort Ihr Handy aus. Sehr gut. Wie bitte? Meinte Madame darauf hinweisen zu müssen, dass die Zeit drängt. Oh ja, natürlich. Ich mache mich auf den Weg. So, also, bis dann. Und Madame hätte ein Aperitif für Schmerzen? Ja, wir holen alles nach. Nicht wahr, Emily? Hoffentlich. So. Ach, ruf uns doch bitte im Hotel Hirzinger an. Lass uns dem Herrn Metzger ausrichten, dass ich nicht verspäten werde. Ja, so in einer halben Stunde werde ich da sein. Er soll in der Halle auf mich warten. Ich will es ausrichten. Hotel, Halle, halbe Stunde. Ja, also. Und noch etwas. Wenn Herr Metzger und Fräulein Evelyn heute um 7 Uhr zu Besuch kommen, brauchen wir noch ein bisschen was zu knabbern. Ja, Salzstangen und so weiter und so weiter. Und stellen Sie eine Flasche Champagner kalt. Also, tschüss. Sehr wohl, Madame. Ich werde es ausrichten. So, und du kommst daher. Das wäre noch
ja, wenn dich der Postdeutschen da entführt hat, gell? So. Hallo? Hotel Hirzinger? Ja, hier spricht Ernestine, das Dienstmädchen von Madame von Wanzenried. Ja, könnten Sie bitte Herrn Metzger was ausrichten? Sie haben 3 Metzger. Aha. Vorname? Goppelchen. Ja, das glaube ich, dass Ihnen das nicht gesagt wird. Ja, genau, Konrad Gottlieb, ja. Ja, sagen Sie doch bitte, dass das Fräulein Specht. Specht! Wie der Vogel im Wald. Tak, 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 tak. Ja, dass das Fräulein Specht in einer halben Stunde zu Ihnen stoßen wird. Oh, das ging aber. Vielen Dank. Wieder Blitz. Ja, die Polizeikommande ist sehr schnell, gell? Ja. Der Zeit ist schwierig gestanden und haben wir gleich Meldung gemacht. Sehr lobenswert, Cäsar. Aber ich bitte Sie, das ist doch mein Job, Herr Kriminalinspektor. Cäsar. Cäsar. Ja. Natürlich Oberkriminal. Ja, ich höre. Mach es weiter. Weitermachen, jawohl. Ja, mit was noch? Ja, mit Schmiere stehen. Schmiere stehen hier. Ja. Jawohl. Genau. Und haben Sie was mitgekehrt? Niemand wissen. Ja, ich vergiss schon nicht. Sie beziehen alle Informationen nur über mich. Und war was Interessantes dabei? Das kann man wohl sagen. Ja. Einmal hat die Junge zu ihr sogar Lilly gesagt. Lilly? Das übersteigt meine kühnsten Erwartungen. War die Tonqualität in Ordnung? Ja, nein, das war bis am Anfang. Bis am Anfang, da war so ein furchtbares Rauschen da auf der Aufnahme, wie wenn das Ding andauernd hin und her bewegt worden war, von irgendeinem Volldraht oder so. Okay. Schauen Sie mal, da ist alles drauf. Ach. Sie hat sogar gesagt, wo das Original liegt. Nicht wirklich. Ja, und dass Sie den Metzger ausschmieren wollen, das ist ja vollkommen klar. Das habe ich mit meiner kriminalistischen Spürnase sofort erkannt. Ja, was wollen wir denn da noch mehr? Ja, das nutzt uns dann leider nichts, weil das als Beweismittel nicht zugelassen wird. Im Gegenteil, wenn das rauskommt, dann... Meine Lippen sind versiegelt. Ich muss mich auf Sie verlassen, ja? 100%ig. Sie sind der Fachmann. Entschuldigung. Und wie wollen wir... Was? Wie wollen Sie jetzt weiter vorgehen? Also, Sie haben jetzt gesagt, dass der Metzger um 7 Uhr mit dem Geld da ist? Ja, gerade hat sie mich doch mal darauf hingewiesen. Tja, das war natürlich ein Täuschungsmanöver. Na. Ja, das war mir vollkommen klar. Ja, sie hatte die Verdacht geschöpft. Sie ist sich sogar vollkommen sicher, dass ich von der Polizei bin. Ja, den Verdacht hat sie mir gegenüber auch geäußert. Ja. Obwohl ich gar nicht draufkomme, wie sie auf die Idee kiffen, gell? Ich meine, sie schauen ja gar nicht aus wie ein Kriminaler. Eher wie ein ganz normaler, anständiger Mensch. Was? Ich meine, man sieht es ihnen gar nicht an. Naja, also ein bisschen was verstehe ich mir schon auch von Tarnung. Ja. Obwohl ich schon überrascht war, dass ich quasi aufgeflogen bin. Aber im Endeffekt spielt es überhaupt keine Rolle, weil sie will nämlich ihre Kuh trotzdem durchziehen. Ziemlich kaltblütig. Naja, uns kann es wurscht sein. Obwohl die Geldübergabe allerdings nicht um 7, sondern schon um 5 Uhr stattfinden konnte, damit sie dann sofort mit ihrem Privatjet abrauschen kann. Da werden Sie mir aber dazwischenfunken. Logisch, alles vorbereitet. Da werden aber meine Kollegen Augen machen, wenn ich Ihnen die Tigerli höchstpersönlich präsentiere. Da können Sie auch stolz sein. Und ich auch ein bisschen, weil ich ja auch ein bisschen maßgeblich dazu beigetragen habe, gell? Naja, was der Amateur so machen kann, gell? Übrigens, ich habe mich erkundigt wegen Ihrer Belohnung. Ja? Gell? Also, ja, im Erfolgsfall stehen Ihrer 10.000 zu. Was habe ich gesagt? Ich mache es aus Idealismus. 10.000 hätte sie mir erzahlt. Eben nicht. Weil sie nämlich auch noch gesagt hat, dass sie da nicht dran denkt, Ihnen auch nur einen Cent zu zahlen. Was? Jetzt bin ich enttäuscht. Also wirklich enttäuscht, um nicht zu sagen, erschüttert, Herr Gericht. Also ich meine, dass Sie so einen reichen Blödmann um 1 Million erleichtert, das kann ich ja gerade noch verstehen. Aber dass Sie einen Arbeitnehmer wie mich um 10.000 scheißt, also... Mir war das von Anfang an klar. Aber sie hat noch mehr Sachen über Sie gesagt. Sie hat gesagt, dass Sie aus einem drittklassigen Varieté sind. Eine Nullen, ein Würstchen. Also die größte Gemeinheit ist ja das drittklassige Varieté. Drittklassig? Ah! Dabei haben uns alle Kritiker immer bescheinigt, wir haben gar keine Klasse.
Ja, also... Ja, ich weiß schon, noch ist die Schlacht nicht gewonnen. Aber heute Abend, wenn sie im Netz zappeln, wie Herkules der Witzige, da wird sie die Schuppen von den Augen fallen, wer sie überführt hat. Ernestine Grüll! Ernestine, das Lustchen! Moment. Einsperren, also verhaften, gell? Das machen wir. Das müssen schon uns überlassen. Ich habe schon mein ganzes Team in der Anbereitschaft gesetzt. Hoffentlich in Kompaniestärke. 3 Mann mit mir 4. Mit mehr? Da glaubst du mir das gelang, um 2 Frauen zu überwältigen. Ich hab da Erfahrung. Ja gut, und wenn es pressiert, dann bin ich auch schon drin. Ich habe mal einen Karatekurs gemacht. Was ist denn mit der passiert? Ist der schlecht worden? Ja, Schwächeanfall. Was ist denn? Nee. Jetzt müssen wir ja den Metzger warnen. Nimmer nötig. Was machen Sie schon da? Hat man Ihnen nicht ausgerichtet? Fräulein Speck, in einer halben Stunde Hotelhalle? Wir sollen ruhig warten. Genau. Der Herr Metzger hat nämlich mit uns gelauscht. Er gehört nämlich zu uns. Was? Er kehrt zu uns? Ja. Was ist schon wieder Wahlkampf? Nein, der Wagenkampf war fingiert, die Überraschung ist echt. Er ist einer von unseren Leuten. Ja, schon blöd, ne? Das sind ja nicht alle von uns Polizisten auf dem Kopf, gell? Ja. Kriminalhauptkommissar Metzger ist bei uns Experte für Kunstfälschungen. Genau. Und als Experte muss ich dir jetzt nochmal sagen, das ist eine verdammt gute Arbeit. So gut wie gar nicht zum Unterscheiden vom Original. Ja. Dabei war es vorige Woche noch feigt. Ja, aber sagen Sie mir, wie kommen Sie plötzlich mit Ihrer Spezialeinheit da her? Ja, wir haben die panische Länge auf dem Ticker. Ja, nachdem der Grüne da gesagt hat, dass sie angerufen haben. Also mir war bis von Anfang an klar, dass dieser Fälschung ist. Gäbe sicher ein Problem. Naja. Ja, großartig! Ihr seht die Rolle gespielt haben, 1A. Ich konnte sagen, denn ich komme nämlich vom Theater. Ich kann mir ein Urteil erlauben. Großartig! Sie sollten zum Theater gehen. Dankeschön. Aber sagen Sie mal, wie sind denn Sie dann überhaupt zu dem Fräulein Speck gekommen? Ja, wir haben bei uns im Ort bloß eine Bildergalerie, die eine Vernissage gehabt hat. Ich natürlich nichts mehr hin. Ich spiele den alten Hecht, der es kaum erwarten kann, dass er an der Ampel zappelt wird. Was ich immer sagt, der alte Hecht an der Angel von der Specht. Aber Moment mal, das hat ja ungeahnte Konsequenzen. Gockelchen, Sie entschuldigen, ist nicht der bildergeile Millionär, sondern der vortrefflich getarnte Mitarbeiter des weitblickenden Herrn Grün. Und somit nicht in der Lage, heute Abend um 7 1 Million auf den Tisch des Hauses zu klettern. Okay. Sondern bloß Falschgeld, oder? Die Polizei hat doch Falschgeld. Also ihr Falschgeld hernehmen, das müssen wir erst einmal in den Drucker lassen. Ja, dann wird wahrscheinlich Zeitungspapier in dem Köfferchen sein, oder? Ich freue mich ja jetzt schon auf das blöde Gesicht von Madame. Moment. Der Tatbestand muss eindeutig sein, gell? Also. Sie muss das Gemälde, die Fälschung verkaufen und Geld dafür in Empfang nehmen. Keine alten Zeitungen. Erst dann kann gegen Sie Anklage erhoben werden. Das ist ja sehr kompliziert. Ja, sehr, sehr kompliziert. Ja, furchtbar kompliziert. Nein, wir leben halt in einem Rechtsstaat. Und wo liegt dann die Polizei in so einem Rechtsstaat so viel Geld her? Also, 1 Million als Köder war mir nie bewilligt worden. Aber nicht mit mir. Ich bin ein absoluter Profi. Gott sei Dank haben wir bei uns auch Revier, ja, ich sage immer, unsere Buß- und Parkkasse. Parkkasse? Ja, kleinere Schuhe. Ja, genau, richtig. Und dann kommt alles rein, was an Bußgeldern
Parkgebühren und sonstige Trinkgelderei kommt. Jawohl. Das müssen ja kolossale Einnahmen sein. Naja, man kann sich gar nicht vorstellen, was man alles einnehmen kann an Bußgeldern. Ja, das meiste, das Kind aus Haar. Wir hätten das schon längst zur Bank bringen sollen, aber vor lauter abkassiert kommen wir nicht zum Abrechnen. Sei froh, also ich finde das kolossal. Naja, und dann ist ja auch eine ganze Million. Gell? Aber Sie werden sowieso nicht so genau nachschauen, weil Sie nämlich gar nicht schnell genug da mit Ihren Privatflieger abrauschen können. 1 Million gibt es. Ja, ja. Also, wir gehen folgendermaßen vor. Gell? Ich habe schon mal in Scheine, in große Scheine umwechseln lassen. Sie habt da drin in einen Aktenkoffer. Wenn es soweit ist, sage ich der Wanz noch nicht das Geld. Sie schaut es so, sagt okay, und in dem Augenblick schlagt er drin mit seinen Leuten zu. Nein, das müssen wir erst ganz genau festlegen. Was? Erst wenn sie die Kaufsumme akzeptiert hat, nicht ihr, müssen Sie Ernestine mir bitte ein Zeichen geben. Ich? Ach, es wird mir eine Ehre sein. Und ihr wird es eine Lehre sein, mich Würstchen zu nennen. Was muss ich dort? Kriege ich eine Pistole? Unmöglich ausgeschlossen. Nein, ich sage immer zu meinen Leuten. Fingerspitzengefühl, gell? Ja. Ja, ich verstehe. Ich kriege jetzt sonst nur Schwierigkeiten. Ich soll Ihnen also ein diskretes Zeichen geben. Ja. Ich kann zum Beispiel hier stehen und mit einer weißen Fahne winken. Na, das geht nicht. Das taten Sie Polizei über die Hecke. Wir sollten ja mit Ihren Polizisten überhupfen. Wie schaut das aus in der Organisation von Polizisten draußen überhupfen? Ich was? Ich werde jodeln. Sie wollen was? Jodeln! Jodeln? Ja, ich finde das gar nicht so schlecht. Moment. Denken wir mal drüber nach. Also Tatsache ist, dass in dieser Gegend für Fremde öfters gejodelt wird. Also auffallen darf ich schon mal nicht. Die Frage ist nur, ob ich ihr Jodeln auch höre. Bei so einer Aktion muss jedes Detail haargenau überdacht werden. Genau. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir eine Probe machen. Generalstabsmäßig. Herr Grimm mit seinem Vogel, Zeiser, versteckt sich draußen hinter der Hecke. Der Herr Metzger, gibt mir herin ein diskretes Zeichen erst einmal. Dann stoße ich einen Jodler aus und der Herr Grimm wird mir durch einen Retourjodler zu verstehen geben, dass er meinen Jodler kehrt. Sie wollen das durchspulen? Also ich finde das kolossal. Wann ist das rauskommen? Sie müssen schon ein bisschen Zeit geben, bis wir draußen hinter der Hecke sind, gell? Eine Minute reicht es? Nein, aber 60 Sekunden. Ja, gut, also los. Zeit ab. Also, in welchem Stil soll ich jetzt diesen Jodler machen? In Bayerisch, Österreichisch oder vielleicht amerikanisch, einen Jodeling Cowboy? Oder vielleicht auf Schweizerisch. Mein Vater ist ein Appenzell. Repertoire. Jetzt. Was jetzt? Jodeln. Na, welcher Stil? Ist doch egal. Jodeln. Kolossal. Ein Joker, verehrte Madame Tigerlili, wird heute um 5 Uhr ihr Schicksal besiegen. Madame, ich bin konsterniert. Ach, was? Doch, Madame beruht mich in eine völlig unmögliche Situation gebracht zu haben. Jetzt machen Sie doch nicht so ein Theater wegen nix und wieder nix. Nix und wieder nix? Ach, Sie gestatten, dass ich hohnlache. Sie bestellen Getränke. Sie bestellen einen Imbiss. Alles um 7 Uhr abends. Und jetzt um 16:22 Uhr überrollen, überraschen, überrumpeln Sie mich mit der Tatsache, dass die Gäste bereits um 4:30 hier sein werden. Und was ist jetzt daran so schrecklich? Ja, wenn nichts fertig ist, der Lachs nicht tranchiert, die belegten Brötchen nicht belegt, der Toast nicht getoastet und der Champagner meilenweit von einer Trinkflasche
Zimmertemperatur entfernt. Jetzt hören Sie mal gut zu. Herr Metzger und Evelyn kommen wegen dem Bild und nicht wegen dem Shampoos. Ob der jetzt ein paar Grad mehr oder weniger hat, ist in diesem Fall wirklich egal. Für Sie vielleicht. Für mich jedenfalls steht mein Ruf als herrschaftliches Dienstmädchen. Schluss jetzt mit dem Affentheater. Auf dem Spiel, wenn ich den Satz noch zu Ende sprechen kann. Sie haben so wenig Standesehre als herrschaftliches Dienstmädchen, wie ich Ähnlichkeit mit Franz Josef Strauß. Ich habe gedacht, ich sollte Ihren Wünschen gemäß. Ich möchte, dass Sie sich wie eine Angestellte benehmen. Ich habe Sie schließlich aus einem drittklassigen Teletang aufgelesen mit dem Buckingham Palast. Ich hatte gehofft, dass Madame meinen diesbezüglichen Einsatz zu würdigen wisse. Ja. Ich würdige. Sie bekommen das, was wir abgemacht haben. 10.000 morgen früh, wenn ich abreise. Madame machen mich überglücklich. Trotzdem weiß ich nicht, wie ich den Lachs, den Champagner, die Brötchen in 5,5, sprich 4,5 Minuten auf Vordermann bringen soll. Soll ich Ihnen helfen? Evelyn! Oh, bist du alleine? Keine Sorge, Gockelchen kommt gleich. Oh, jetzt hast du vielleicht den Schrecken eingejagt. Na, alles in Ordnung. Er hat nur noch schnell zum Hotel Hirzinger müssen. Was zum Hirzinger? Was macht denn Hirzinger? Ich glaube, er kennt da irgendjemand, der da Gast ist. Ja, er muss nur schnell irgendwas abholen, hat er gesagt. Ich weiß aber nicht genau was. Naja, in 5 Minuten wollte er da sein. Und? Hat er? Jawohl. So einen Koffer. So. Also, soll ich Ihnen helfen? Ja, bitte, geh doch schnell mit mir in die Küche. Es ist sonst nicht meine Gepflogenheit, mir von den Gästen des Hauses helfen zu lassen. Jetzt nehmen Sie bitte die Koffer und stellen sie in den Flur. Aber da Madame geruht haben, meinen Leutnant komplett auf den Kopf zu stellen, bitte nach mir. Komplett auf den Kopf stellen, ja. Bei der Nacht, da war der Beleid, Kopf stehen. Hallo? Ja? Ich bin's! Ah, Herr Metzger, welcome. Treten Sie näher. Möchten Sie nicht aufstellen? Na, der ist nicht halb so schwer, wie man meinen könnte. Evelyn! Ja, sie sagte, Sie mussten noch schnell ins Hotel Hirzinger. Richtig. Sie sagte, Sie hätten dort einen Bekannten aufsuchen müssen. Ja, genau. Die Welt ist klein, nicht wahr? Überall trifft man Bekannte. Also mir geht es jedenfalls so. Ihnen offenbar auch. Ja, genau. Ja. Ja, sie sagte, er hätte etwas für Sie hinterlegt, dieser bekannte Hirzinger. Ja, nur eine Kleinigkeit, eine CD. Ach, wie interessant. Ja. Evelyn, Herr Metzger ist da. Komme! Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ach, das ist aber schnell gegangen. War der Bekannte nicht da? Na, der war schon wieder weg, aber ich wollte bloß was abholen. Und? Hast du das gekriegt? Ja. Ja, dann ist ja alles in Ordnung, oder? Wie war ich? Was? Ja, meine Überraschung, dass Sie bereits um 5 statt um 7 kommen. Sie haben doch was mitgekehrt, oder? Ach so, ja, kolossal, ja. Oh, kolossal. Ja, ich habe dir in der Küche geholfen. Herr Metzger hat mir erzählt, dass er im Hotel eine CD abgeholt hat. Ja, dann sind Sie wohl auch an Musik interessiert. Nein, da ist keine Musik drauf, nur gesprochener Text. Ach, wie interessant. Sprachwissenschaft? Eher Psychologie. Menschenkunde. Psychologie? Ja, das hat mich auch immer fasziniert, ja. Möchten Sie uns denn die CD nicht vorspielen? Ja, vielleicht später, wenn wir das geschäftlich erledigt haben. Naja, also vor allem wollen wir jetzt mal anstoßen, nicht wahr? Also, Santé, wie man in Paris sagt. Ja, Prost, wenn wir in Bayern sind. Liebes Tantchen, liebes Gockelchen. Sehr gut, kolossal. Ja, er ist mir auch wärmstens empfohlen worden. Also,
jetzt einmal entschuldigen bei Ihnen. Ach, es tut mir ja so leid. I'm terribly sorry, dass unser kleines Rendezvous nicht wie abgemacht um 7 Uhr stattfinden konnte. Ja, ich habe da völlig vergessen, completely forgotten. Die Bank hat ja bereits um 7 Uhr geschlossen. Ja, da müsste ich ja das ganze Geld über Nacht im Haus behalten. Unterm Kopfkissen? Ja, sehr lustig. Nein, aber im Ernst, ich habe schreckliche Angst vor Gaunern. Und so kann ich es noch schnell auf der Bank einsammeln. Soll ich vielleicht für Madame zur Bank gehen? Mit 1 Million im Köfferchen? Das könnte Ihnen so passen, was? Madame trauen mir doch nicht etwa Mist. Das wäre sonderbar, nicht wahr? Ich bin sehr, sehr froh, dass der Bulgar bei Ihnen in guten Händen ist. Ja, das freut mich auch. Ja, aber ich meine, wenn Sie noch zur Bank möchten, dann sollten wir jetzt vielleicht... Ja, natürlich. Es wäre schon gut, wenn die Zeit dazu noch reichen würde, nicht wahr? Also, so. Oh, so sympathisch strahle ich die Herren auf den Scheiben an. Oh, Ernestine, holen Sie Packpapier. Für die Scheine? Für das Bild natürlich. Sehr gut. Das Geld packen wir ins Handtisch. Ja, aber zählt's ganz genau auf. Ja. Und? Weißt du schon, wo es hinkommt? Du wirst lachen. Ich weiß ganz genau, wo es hinführt. Ja, also es scheint zu stimmen. Ja. Wünschst du eine Quittung? Ja, ich habe schon alles vorbereitet. So, holst du mir bitte die große Tasche aus dem Schrank? Bitte schön. So, bitte sehr. Danke sehr. So. Astrid von Wanzenrich. Ja. Sehr schön. Jetzt wollen wir noch einen Schluck trinken, ja, Ernestine? Einen Moment, Madame. Um Himmels Willen, was haben Sie denn? Ich habe gejodelt, Madame, was nicht als solcher zu erkennen. Und wieso jodeln Sie, for heaven's sake? Ist Ihnen nicht wohl? Das muss wohl am Gebirgspanorama liegen. Es kommt schon wieder über mich. Jetzt hören Sie sofort auf. Also, ich finde das kolossal. Sie wollen ja wie ein Liebeskranker und ein Hundländer. Also, ich kann das verstehen. Wahrscheinlich liegt es an der Luft. Also, ich schließe mich Ihnen gern an, wenn Sie wollen. Komm, probieren wir es nochmal. Waren Sie ja auf ein Echo? Ja, in der Tat, als ich hier stand heute Morgen und die Lust mich überkam, die Lust zu jodeln, da kam der Jodler zurück, direkt rau, direkt grimmig. Ich weiß überhaupt nicht, warum es jetzt ausbleibt. Wir versuchen es nochmal, ja? Ich mache auch mit. Bravo! Also, ich finde das kolossal. Kommen Sie, Frau von Wanzenried. Halt, verzeih mich. Los. Also ihr seid ja nicht ganz bei Trost. Aber gerade Madame hätte doch den meisten Grund für einen Juchzer. Als frisch gebackene Besitzerin all dieser hübschen Scheinchen. Spiel jetzt! Also nochmal los. 2, 3, 4. Schön war das. Findest du den auch Gottelchen? Kolossal. Aber Echo. Verstehe ich es auch nicht. Wollen wir noch ein letztes Mal vielleicht? Ohne mich! Sonst schließt die Bank. Endlich erst nur nicht schnell ins Dorf. Ja, gern. So, wir sind gleich wieder da, Gottelchen. Ja. Höchstens ein Viertelstündchen. Höchstens, ja? Sie schenken Herrn Metzger noch ein Gläschen ein, ja? Und Herr Metzger, Sie bedienen sich. Herr Tüttelö. Nur eine Sekunde, bitte. Ach, was ist denn noch? Ich wollte Ihnen gerne schneller was zeigen. Kann denn das nicht bis später warten? Leider nicht. Danach hätte es nämlich keinen Zweck mehr. Das wollte ich Ihnen zeigen. Schön die Hände über den Kopf. Sie sind vielleicht ein Spaßvogel. Hat der öfter solche Anfälle? Oh, charming. See you later. Halt stehen bleiben. Mein Gockelchen, jetzt begreift doch. Wenn wir hier noch länger hier rumalbern, kommt die Tante wirklich zu spät. Wer sagte, dass wir herumalbern? Das haben wir erst lang genug getan, oder, Ernestine? Das kann man wohl sagen. Also Respekt, wie Sie die Situation jetzt gerettet haben, jetzt wo der Grimm nicht zurückgejogt hat. Ernestine, was soll denn das? Herr Metzger, ich muss schon sehr bitten. Nehmen Sie die Tasche ab. Mit Vergnügen. Nein, jetzt gib's es ja. Nein. Und Sie halten jetzt endlich die Hände hoch über den Kopf. Ja?
geraten. Madame Tigerlily. Gockelchen, du wirst doch nicht... Stehen bleiben, umdrehen. Hände hoch. Es hat keinen Zweck mehr. Wenn der schon weiß, wer ich bin, ich sag immer, man muss auch verlieren können. Mithaltung. Eine andere Haltung war mal lieber. Ernestine? Zu Befehl? Ich habe noch ein paar Handschellen im Auto. Ein Paar. Sie wollen zwei. Ja, das sind Sparmaßnahmen. Da sind die Schlüssel. Für die Handschellen. Nein, für den Kofferraum. Die Handschellen, die lassen einfach zuschnappen. So, klick. Einfach zuschnappen und klicken. Ich schicke die Gelder. Darf man fragen, wer Sie draufgekommen sind? Also sind davon einmal vorerst gar nichts. Nur die Hände schön hochhalten. Und ein bisschen Geduld noch. Sie kommt gleich mit den Handschellen. Sie hat uns verpfiffen, stimmt's? Oh nein! Das Jodeln. Das Jodeln hat doch was damit zu tun, oder? Ja, das Jodeln war sozusagen als Zeichen gedacht. Aber entweder sind schwerhörig oder... Ich hab noch einmal vor dem Haus gejodelt, kein Mensch da. Tja, Ja, kein Mensch und ich hab trotzdem noch mal gejodelt. ja, das haben wir gehört. Da eben, sag ich doch. Also wenn Sie es hören, dann muss doch der Grimm da draußen Ja, aufhören. wir haben die Situation auch ohne einen Griff, oder? Ja, das haben wir aber nur Ihrem Weitblick zu verdanken. Genau. Gell? So, und jetzt legen Sie ja noch die Handschellen hoch. Ja, da habe ich jetzt leider ein kleines Problem, was? Was? Ja, weil Sie doch gesagt haben, einfach so zuschnappen lassen und klick. Und das wollte ich mal ausprobieren, dieses Zuschnappen. Und jetzt kriege ich es nicht mehr auf. Aber das sind doch das sind die Handschellen, dass die mal aufgehen. Da halten Sie mal. Welche Verantwortung in meiner schwachen Hand. Sag mal, sind Sie wahnsinnig? Die schießt uns glatt über den Haufen, so schusselig, wenn die ist. Ja, verehrte Madame Tigerlily, Sie ahnen ja gar nicht, wie ich diesen Moment genieße. Ernestine, das Würstchen, hält den Lauf eines geladenen Revolvers mitten auf ihr kriminelles Herz. Und damit die Situation noch ein bisschen spannender wird, dreht sie den Revolver herum. Hände hoch. Jetzt geht's da Obacht. Hände hoch. Ja, zum Teufel. Das darf doch nicht wahr sein. Ist aber. Ja, die Siegel. Ja, dann haben Sie uns das alles mal vorgespielt. Ja, freilich, Herr Metzger, haben Sie vergessen, ich bin doch Schauspielerin. Marilyn Monroe, Lady Gaga und jetzt Ernest Hines. Ja, und die zwei? Die Evelyn. Du darfst dein Bockelchen einmal die Handschellen anlegen. Darf ich? Ja, seine eigenen. Nicht böse sein, Gockelchen. Von wegen Gockelchen. Ich dachte eher sagen, Lederhund. Das hat ja auch fabelhaft gelacht. Ja, war ja auch meine Idee. Unsere Idee, gell? Ja. Ja, also hol mal schnell bitte den Strick. Was, wo soll ich denn jetzt einen Strick her? Da draußen aus dem Garten also. Ich sag doch immer, gute Vorbereitung ist der halbe Erfolg. Wir wollen nämlich jetzt hier ein bisschen verschnüren. Also ich finde das kolossal. Also jetzt bin ich schon seit 38 Jahren bei der Polizei. Aber sowas ist meiner nicht passiert. Ich hatte gehofft, dass Sie das humorvoll aufnehmen werden. Ja, aber versteht ihr überhaupt nichts mehr. Sie haben doch drüben angerufen, haben erzählt, dass die Dings noch feucht ist. Ich habe volles Verständnis dafür, dass Ihnen das Verständnis dafür fehlt, was sich hier abspielt. Sitzen die Handschellen. Und, wo findet man noch? Ja, holen wir doch mal bitte den Bürosessel von drüben. Gell? Ja, also wenn Sie jetzt noch Fragen haben, lieber Herr Metzger, jetzt hätten wir noch ein bisschen Zeit. Gell? Du willst ja doch jetzt nicht alles erzählen. Warum denn nicht? War doch schade, wenn niemand was von meiner schönen Idee erfahren hat. Von unserer Idee. Ja, so. So, also dann. Auf unsere Nerven ist überhaupt keine Rücksicht. Jeder Mensch hat halt seine kleinen Schwächen, gell? Ja, also, wissen Sie, es ist nämlich so, dass ich mir gedacht habe, wir werden Sie ein bisschen umgarnen, wenn Sie es nicht stört, gell? Ja, einen Augenblick da wahrscheinlich. So. Jetzt festmachen. Also, Sie sollen jetzt nach Herzenslust fragen, Herr Metzger? So, Also. wenn Sie es nicht stört.
gestört, dass wir sie auf die Flucht haben. Also, wenn Sie mit ihr da unter einer Decke stecken. Und mit Fräulein Evelyn. Wir treten immer im Terzett auf. So, wieso sind Sie denn zur Polizei? Gott, jetzt sag du mir mal lieber, wann die Polizei da sein wird. Wie viel Zeit haben die noch? Und der Grimm mit seinen Heerscharen in 15 Minuten da sein. Was? Ja, dann verduften wir aber jetzt. Ja, aber rasch. Nichts ist gefährlicher als eine überstürzte Flucht. Der Wachmann wird mir recht geben, gell, Gottchen. So, und du wartest die Autos in die Garage, damit der Grimm nicht gleich sieht, wenn er kommt. Also, warum nicht zur Polizei gegangen, wenn er Grimm? Ja, also, was jetzt ab. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ja, freilich. Wir haben ja Zeit. Werde ich etwas kürzer fassen. Also, unser schöner Beruf. Leid betrügen? Ja, ist auch nicht mehr das, was er mal war. Die wirklich Reichen werden immer rarer und die raren Reichen, die werden immer misstrauischer. Also, ich habe festgestellt, Wir haben festgestellt, die potenzielle Käuferschicht für gute und teure Fälschungen stirbt langsam aber sicher aus. Darum habe ich mir gesagt, Haben wir gesagt, darf die Polizei aber in manchen Ländern viel drum geben, wenn es die Tigerlilly zum Fassen kriegt. ja, man hat ja schließlich seinen Marktwert, nicht? Ja. Also habe ich gesagt, Na, glaubst du's na? Jetzt sagst du schon wieder ich. Sie steht nämlich auf keiner Fahndungsliste und das stinkt ihr was. also mich interessiert da, ob du auf einer Fahndungsliste Jetzt seid's doch friedlich. Himmel, Herrgott. Entschuldigung. sei. Friede, Freundschaft. Freiheit. Also, wir haben gesagt, wenn die Polizei so viel Geld zahlen würde, damit sie die Tigerlilly erwischt, dann werden sie uns auch den feuchten Gauguin abkaufen für 1 Million, damit sie es erwischen in Flagranti. Das war aber ganz schön riskant. Was ich immer sage, sie ist viel zu leichtsinnig. Aber es hat geklappt. Ja, bis jetzt. Und das auch nur, weil der Grimm nicht auf seinen Posten war. Da hat sie das fertig gebracht. Damit. Ach so, davon haben Sie gewusst? Ja. Natürlich. Sie müssen es ja gewusst haben. Das war die Krönung. Das Tüpfelchen auf dem I meiner Idee. Die Wanze im Wohnzimmer der von Weizsäcker riet. Eine nahezu geniale Idee. Weißt du was, jetzt reicht's mir dann wirklich, gell? Die Wanzen war meine Idee. Und ich weiß auch noch ganz genau, wo mir die eingefallen ist, gell? Damals in Miami, wo wir diesen Fabrikanten den Picasso verkauft haben. Stimmt doch gar nicht, das war in Las Vegas, wo wir diesem Rinderzüchter den Van Gogh verkauft Gar haben. nicht wahr, ich hab's doch schon in Honolulu. Ruhe! Ich möchte jetzt endlich erfahren. Meiner Lebenserfahrung verdanke ich die Erkenntnis, dass der Mensch misstrauisch ist. Wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, das ist so oder so, was denken Sie dann? Was wäre schon denn? Die Liebe wiederum? Genau. Wenn Sie mich aber belauschen, mit Hilfe einer Wanze, dann glauben Sie blindlings jedes Wort, das Sie hören. Das nennt man auch Psychologie, Menschenkunde, gell, Herr Metzger? Durch dieses kleine Mikrofon hat der Grimm gehört, wie ich zur Evelyn gesagt habe, dass ich sie aus der Stadt anrufen werde. Ja, und wie erwartet, hat er natürlich sofort ihr Leitung im Hotel anzapfen lassen. Ich habe dann gesagt, dass die Geldübergabe nicht um 4:30 hier, sondern um 5 im Hotel Edelweiss am Sammerberg stattfindet. Und schon hat der Grimm seine Heerscharen von mir abgerufen und an die Edelweißfront geschickt. Ja, und weil der wahrscheinlich merkt, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, schickt das wieder daher zurück. Oh, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich? Keine Panik, wir haben nur genau 9 Minuten Zeit. Haben Sie also bei allem, was der Herr Grittmann ist, ständig dran denkt? Nicht nur dran denkt, Herr Metzger, wir haben geprobt. Jedes Wort, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Ja, der Fall, dass der Polizist ein Käufer ist, das ist unser Plan B gewesen. Dafür hast du aber sehr, sehr wenig an unseren Text gehalten, gell? Gott, wenn man Text 100% beherrscht, kann man auch ein bisschen improvisieren. Ich darf ja gar nicht dran denken, was du dir erlaubt hast, gell? Unseren schönen Flieger samt Wanze der Postbotin zu schenken. Das hat das Ganze doch erst lebensecht gemacht. Was meinst du? Es ist eine Katastrophe. Wieso?
und nicht einmal auf die Polizei mehr verlassen. Der sitzt da in der Falle. Wieso denn? Verschnürt dieser, jetzt müssen wir bloß noch deponieren. Ja, mach mal die Tür auf. Wir haben noch genau 2 Minuten Zeit. Oh, du immer mit deiner Zeitaufgabe. Sie nehmen die letzte Steigung. So, na, das nenne ich Timing, ha? Keine Knebel. Oh ja, Moment, Knebel. Runter. So. Alles nach Flanke. So, also, Herr Metzger, nehmen Sie es nicht so schwer. Es kann alles nicht so schlimm sein. Der Herr Grimm. Ja, Herr Grimm, wo war denn um Gottes Willen? Wir haben Sie schon vermisst. Ja, also Sie, ich habe ein Telefonat abgehört zwischen der Wanzerin und der Evelyn. Und da hat diese Wanzerin ganz klar gesagt, dass die Übergabe nicht da, sondern am Sommerberg oben ist, im Edelweiß. Ja, ich fürchte fast, dass es eine absichtliche Irreführung war. Chef, ich will jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber das schaut mir wirklich nach Irreführung aus. Ja, schaut ganz so aus, Zeisig. Zeisal! Ja, und waren die da? Pünktlich um 5. Und das Geld? Da haben wir dann mitgenommen. Und was ist nachher das? Hä? Es hat Madame doch glatt ihr kleines Gepäck vergessen, gell? Ja, und der Metzger, hat der die einfach so gehen lassen? Nein, der Metzger ist ja nachgefahren. Aha. Ja, sie hat zum Flughafen. Aha. Ja, wo ist der Metzger jetzt? Also er ist zum Flughafen nachgefahren. Meine Frage. Ja, mein Wagenkranz. Also im Gott, der war bloß fingiert wegen der Madame. Alles fingiert, alles fingiert. Also da ist ihr nachgefahren zum Flugplatz, weil wir doch aus mehreren abgehörten Gesprächen wissen, dass Madame mit ihrem Chat das Weite suchen wird. Was glaubst du? Kann das wohl nicht? Ja, das wollte ich hoffen, ihretwegen. Oh Gott, ich darf gar nicht dran denken. Ja, aber Kollege, nachher da. Vorsichtig, Zeisel, sonst spulst du in Zukunft wieder Verkehrsampel. So, danke. Danke. Ja, Ich muss mich wohl beim Goldfischen erkältet haben. Jetzt aber schnell. Wenn Herr Metzger Sie noch erwischt hat, dann müssen Sie doch dabei sein als Einsatzleiter. Ja. Schon wegen der Presse. Und sollte er Sie nicht erwischt haben, würde ich an Ihre Stelle alle Flugplätze, alle Grenzen, alle Bahnen... Ich weiß schon selber, was ich alles zu veranlasst habe. Ich bin schließlich Ein Voll. Was? Profi. Genau, Sie sind ein Vollprofi. Ja, also, gut, ich fahre jetzt zum Flughafen, gell? Ja. Wenn jemand noch gefragt, Ja, das ausrichten. Ja, ich weiß auch. Auf jetzt, geh mal. Ja, Herr Zeisel, was ist denn? Brauchst du extra Einladung? Wieso? Sie haben gesagt, Sie fahren zum Flughafen. Und nicht wir. Sag's mal. Abmarsch. Aber flott! Abmarsch, jawohl! Aber flott! Uns natürlich. So, also, jetzt kommen wir raus. Herr Grimm. Herr Grimm. Metzger! Ja, ich weiß, genannt Gottchen. Herr Grimm lässt ausrichten, dass er zum Flugplatz gefahren ist. Sie und dass Sie bei so laut und braun, gell? Das war gar nicht nett. Was haben Sie zur Entschuldigung vorzubringen? Ja, ich hab's ja versuchen müssen. Ja, das sehe ich ein. Damit Sie sehen, dass ich nicht nachtragend bin, werde ich Herrn Grimm Ihren derzeitigen Standort mitteilen, gell? Natürlich erst, nachdem wir selbst in Sicherheit sind. So, bitteschön. So, jetzt. So. Bitte? Danke. Bitte. Alles okay? Alles okay. So, und der Grimm ist der Arme. Er ist der Madame nachgefahren, um sie persönlich daran zu hindern, in ihren Jet zu steigen. Jet? Das ist der einzige Jet, der mir gehört hat. Du, sind die Autos fertig? Ja, ich hol's. Gut. Also, Meinst du, er klappt's immer noch, was denn? dass ich die Tigerin bin? Natürlich klappt es.
Nach dem Theater, was wir vorgespielt haben. Du musst schon zugeben, ey. Ich als Tigerli. Das war eine gute Idee. Ja, eine wirklich großartige Idee, nur leider war es nicht von dir, sondern von mir. Also weißt du, jetzt fragst du schon wieder. Ich hab die Zeitschrift gefunden, in der der Artikel über die Tigerli drin war. Von mir hast du gewusst, dass das Bullen zum Restaurieren soll. Und wenn ich nicht zu dir gesagt hätte, Du hättest das klauen wollen, ganz ordinär klauen. und du. Friede, Freundschaft, Verträglichkeit. Oh mein Gott, nein. Ich hab mir ja das Lachen kaum verbeißen können, wer da gesagt hat, oh, kolossal, gut, ich schon. Vom echten Bogar kaum zum Unterscheiden. Kunststück. Echter geht's ja gar nicht. Tja, jetzt können wir wieder zurückgehen. Ja, bevor irgendjemand merkt, dass er jemals weg war. Ja, und damit werden sämtliche Spuren verwischt. Bis auf die, die wir selber gelegt haben. Nämlich zur legendären Tigerlilly. Ja, wer weiß, vielleicht lebt sie auch gar nicht mehr. Vielleicht hat es in Südamerika irgendwo zur Ruhe gesetzt. So, wer kann das schon wissen? Nachdem es kein einziges Foto von ihr gibt. Alles bereit. Gut, also, dann machen wir alles nach Plan B. Ja, genau, noch Platz. Also, der Bogar ist restauriert worden. Ich bin der Spediteur, der ihn zurückbringt und gebe beim Hausmeister Fröhlich ab. Genau. Damit nichts schief geht, rufe ich jetzt gleich im Museum an und sag du, dass du, der Spediteur, morgen kommt, gell? Aber warte mal, du bist doch in Italien. Ja, du musst doch die schon ein bisschen italienisch Dann können. machen wir ein bisschen Italien. Ja. Da, 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 da. Hallo, Herr Fröhlich? Ja, hier spricht Dr. Annegret Hintermauer. Ja, aus Italien. Viel Sonne, ja. Herr Fröhlich, was ich sagen wollte. Ja, der Restaurator hat mich auf dem Smartphone angerufen. Morgen kommt der Boganer zurück. Ja, geben Sie doch dem Spediteur ein Trinkgeldli, gell? Ja, auf Wiederschauen. Ja, noch eine schöne Zeit, Herr Fröhlich. Wiederhören. Oh, das ist für uns drei das Happy End. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Auch ohne Fernsehkameras sind wir gerne wieder nach Hause.
weiter im Bayerischen Fernsehen sehen. Wir hoffen auch, dass wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder in Haar sehen, beim nächsten Stück. Und bis dahin bleiben Sie gesund, kommen Sie gut nach Hause und passen Sie gut auf sich und auch auf andere.